Meine Damen und meine Herren, ich darf Sie zur ersten Pressekonferenz nach dem Saisonauftakt begrüßen. Rechts von mir Franz Sterer, links von mir Daniel No aus Ravensburg. Jetzt habe ich den Namen fast richtig ausgesprochen. Warum habt ihr denn heute verloren? Was ist nicht aufgegangen bei der Planung? Also guten Abend. Warum wir heute verloren haben. Ich glaube, dass wir haben in der Stadt nicht gehabt, dass wir gewünscht hätten. Dann Rosenheim hat sehr stark gespielt am Anfang. Wir haben Druck gemacht und plötzlich waren wir beinahe hinten. Und wir haben schon, glaube ich, gut gespielt. Wir haben schon Torchancen gehabt. Aber heute, die Scheibe wollte nicht reingehen. Und Rosenheim hat sehr gut defensiv gespielt. Torhüter war hervorragend. Und es ist, wenn man in der Liga, wo wir jetzt spielen, habe ich schon gesagt, in Ravensburg, ich glaube, dass dieses Jahr wir genauso verrückt sein wie letztes Jahr. Also man muss für jede Punkte kämpfen und die Liga ist sehr ausgeglichen und deswegen wir können keinen Gegner unterschätzen. Wie gesagt, haben wir versucht, haben wir die Möglichkeit gehabt, wollte nicht rein. Ich kann nur Franz gratulieren, seine Mannschaft hat sehr gut gespielt, sehr gut verteidigt in den letzten Drittel. Und wenn man es so Schüsse, Blocken, alles, man verdient auch den Sieg. Okay. Ganz schwer, was war denn heute ausschlaggebend für euren Sieg? Ja, schönen guten Abend. Ich glaube, die Mannschaft hat sehr kompakt gespielt. Wir haben das mit 4 Reihen durchgezogen bis 5 Minuten vor Schluss. Der Fischauer hatte dann noch weh und haben einen Tausch im letzten Drittel leider mit die 4. Reihe. Ich denke, wir haben sehr hohes Tempo gegangen, das erste Drittel. Das zweite Drittel war natürlich mit dummen Strafen, auch von uns, vielleicht auch kleinlich gepfiffen. Da waren wir 7 Minuten in Unterzahl, unter anderem auch 5 gegen 3. Das Tor haben wir dann mit 4 Leuten gekriegt, haben wir vorhin, hat der Stürmer von uns die Position verloren, falsch abgedreht und dann ist das Tor zustande gekommen. Der Sieg ist aufgebaut durch sehr gute Defensivarbeit von den Verteidigern, die haben gut geblockt, auch hervorragende Torhüterleistung und natürlich auch die Stürmer, die haben sehr, sehr gut gearbeitet. Auch im zweiten Drittel hat Ravensburg ein bisschen höher gespielt, 2 Leute das Spiel ein bisschen gestretcht. Da sind sie mit zu viel Geschwindigkeit ins unser Drittel gekommen, da haben wir Probleme gehabt, aber im letzten Drittel ist es dann wieder, hat sich ein bisschen normalisiert. Ja. Wir haben, glaube ich, auch 2 Pfosten, Ravensburg hat auch 2 Pfosten. Ich denke, es war ein hervorragendes Eishockeyspiel um diese Zeit am Anfang der Saison. Ist das oft ein bisschen nervös und hektisch, aber das war vom ersten Minute an hin und her und sehr gutes Spiel. Das war sehr ausführliche Antwort gehabt. Ganz kurze Nachfrage. Geht ihr jetzt noch aufs Rosenheimer Herbstfest oder fahrt ihr gleich heim? Ich glaube, wir fahren rein. Reicht es für heute? Ja. Okay. Rosenheim ist sehr schön, aber... Es reicht. Ja. Franz, schenkst du heute noch Marcel? Gibt es Fragen aus dem Publikum? Bitte schön. Ja, Thema Fischauer natürlich, der ist verletzt raus. Weiß man schon, was ihm fehlt? Oder? Wir haben eine sehr gute Erstliga-Abteilung, wir werden den morgen anschauen und wir haben einen Gast heute noch nicht auf dem Eis gehabt, der hat sich nicht umgezogen. Wenn nichts in Straubing passiert, ist der Leubel dabei. Fisch hat jetzt sehr gut gespielt die letzten Spiele, der tut es natürlich schon weh, aber wir haben halt auch einen Kader, ein bisschen, dass wir heute das ergänzen können. Und wir werden wieder mit 4 reingehen und ja, dann schauen wir mal. Okay. Noch eine Frage? Frank, möchtest du aus Ravensburger Sicht noch was sagen? Es reicht heute. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Herbstfestbesuch, wer es jetzt noch leisten kann. Dankeschön.